Was mir am Minnet so gut gefällt, ist den industriellen Schaum von denen alle Fabriken an Heichirben. Der 1535 zu Daverding zum Beispiel, das war ein alt Arbeitsgebäude. Und heute sind lauter Kreativer und Künstler hier. Und an diesem Gang kriege ich es so ganz gut, weil an der dritten Tür verstopft sich mein Studio. Und das ist schon ein mega Luxus, wir können also ein großes Studio zu filmen. Weil damals in England, da waren nur 8 Quadratmeter und war wirklich alles bei mir daheim gemacht gehen. Und ich weiß noch, dass zu London die Leute mich immer gefragt haben, wen dann eigentlich eine Person von Lützeburg nennt. Aber wenn ich dann Luxemburger gesagt habe, hast du immer gut gelacht gehen. Und da habe ich mal gesagt, Lomanisch Luxemburger Burger. Für meinen Burger brauche ich natürlich pur patriotische Ingredienten. Du benutzen Schmettwursten, Kachkäse und Muster. Und ich brauche auch noch gehacktes Sauerkraut und Grumpre für meinen Beilage. Ich habe dezidiert, dass es bei meinem Burger keine Fritten dabei gibt, mit Mini-Grumpre-Kichelchen. Und dafür rappen ich als erstes mal pur Grumpren. So, und die kommen alle gut in einen Sift, für das sie ausdrüpsen können. Und ich schraube noch ein bisschen Info dabei. So, und das Ganze pressen ich so viel wie möglich aus. Da kommt nämlich wirklich viel Flüssigkeit raus. Und da könnt ihr an all kleinen Muffinlach ein bisschen urlöschen. Und ich benutze hier eine Mini-Muffin-Form. Und das ist wirklich wichtig, dass es Klanglöcher sind, weil an einer normalen Muffinform, da geben sie nicht wirklich knusprig gehen. Das heißt, in dem Fall gebe ich es aber richtig frittieren. Und da kriegen Sie auch noch ein bisschen Fett oben drauf, für das auch oben schön knusprig gehen. So, und die können da während 20 Minuten bei 200 Grad an den Schäfchen gehen. Mein Patty besteht aus Mettwurst und aus Gehacktes. Und ich benutze hier eine Mischung aus Schwings und Rindsfleisch. Und da kratze ich den Contenu von 3 Mettwursten aus, für das mal zu mischen. Okay, ja, das ist alles, was übrig bleibt. Und das könnt ihr bei meinem Gehacktes dabei. Und dann vermische ich das Ganze noch mit einem mit 3 Löffeln Brotgrimmeln, also Chapelure. Und ich brauche hier auch gut kein Salz dabei zu geben. Ich brauche eigentlich gar nicht zu würzen, weil die Mettwurst ja so stark gesalzt, dass die wirklich dem Patty den ganzen gut geht. Und da formen ich 4 Patties aus der Mischung. Mein Burger können für 10 Minuten lang angebroten gehen. Okay, mein Burger ist fertig. Da kann ich meinen Luxemburger assemblieren. Ich habe hier briochiert Bredischer, die ich selber gemacht habe. Und du könnt dann innen drauf eine gute Flapp Muster. Und da drauf Kachkäse. Und dann ein bisschen Sauerkraut, für dem Ganzen ein bisschen noch eine Säure zu Schnauze zu gehen. Das balanciert das dann noch richtig gut. Und da könnt ein Burger Patty drauf. Ein bisschen Maiseischers-Salat. Und dann ist mein Luxemburger schon fertig. Den ist viel zu groß, hier dran zu beißen.
Ich kann mich noch erinnern, dass ich als Kind denke, eine Woche lang ein Stage im Golf Grand Ducal gemacht habe, für Golfspielen zu lehren. Wie beim Urban Golf kann ich all gut die Regeln komplett vergessen, weil einfach ein Schleier an den Ball gehen durch. Oh, schon besser. Also beim Urban Golf, du gibt kein Lächer, mit sie sich irgendwelche Ziele, die in damals so wenig Schläge wie möglich erwischen muss. Und ich habe als Lützeburger Team für einem Jahr zu London bei der Europameisterschaft kennengelernt. Und heute darf ich zu Diedling Martine Match spielen. Nur Sport as méschen zongrech an du winst gëtt beim Urban Golfing immer gegrillt. Ensche gedurcht steft jungen Hautmoll mat enger vegetarischer Spezialitéit verwinnen an zer Mais Tacos. En schon hai Scheen Lützeburger Mais Den Schlo schierlam. So an de wickelen Schlo an Aluminium an. Streichen bis geschmoltene Butter drauf. Und da können sie gegrillt gehen, bis sie durch sind. Ein bisschen Salz. So, und die können da für 20-25 Minuten auf den Grill. Und dann schneide ich Kerne von den Maiskolben auf. Und da gibt es einen Trick. Und zwar hält ihr eine Zoppenschüssel, die den falschen Weg wenn an die Schüssel dran mischt. Das ist eine Plattform für mein Mais. Da kann ich einfach den Lanst aufschneiden. Und der Mais fällt praktischerweise direkt an die Schüssel. Und nicht überall hin. So ist den ganzen Tisch noch voll. So. Mein Mais ist fertig. Nun mache ich eine Mayonnaise für dran. Und zwar holen ich gut Lützeburger Mayonnaise. Und ich pimpen sie mit einer asiatischen scharfer Sauce. Die ist Sriracha. Und die ist ganz scharf und ein bisschen knubbelig und hat ganz viel Gut. Ich mache nicht so viel dran, dass wir nur Wasch fahren. Und ihr könnt bei meinem Mais dabei. So suchen wir mal ein bisschen Limette-Jus. So, ich habe eine Mini-Tortilla leicht gegrillt. Da könnt ihr ein bisschen Eisbergsalat drauf. Und dann ein Maisfarce. Und dann ein bisschen Feta. Ein bisschen Salzigkeit zu geben. Nicht so viel. Und dann noch frische Koriander. So, und dann ist mein vegetarischen Barbecue-Plan schon fertig. Du kriegst Nur einem Lützeburger Burger muss natürlich auch ein patriotischen Dessert hier. Du willst halt nicht mein Wascherin, haut ganz an die Farbe vom Lützeburger Fandel. Für mein Wascherin brauche ich in anderem Rahmen eher Lebensmittelfarbe, Vanille, Zucker und Erdbeeren. Ich habe schon ein Meringue gebacken, einfach nur Zucker und Eiweiß mit ein bisschen blauer Lebensmittelfarbe. Und das geht die Basis von meinem Wascherin. Und du willst Stierchen stehen mit meiner Kuchenform aus. Wenn noch ein bisschen Grimmel rundherum sind, dann hole ich die einfach und schalen sie nur als Dekoration zu benutzen. Okay, da kommen noch 2 Glasseschichten drauf. Und ich fange mit der Vanilleglas an, weil das ist ja rot-weiß-blau. Ich trenne als erstes 2 Eier. Und da schlage ich die Weiß zu Schnee mit einer Pot Salz.
So, und da könnt du noch ein bisschen Zucker bei meinem Egel dabei. Und das schlone ich dann auch schön schaumig. Und da könnt Vanille dabei. Du könnt mein Schnee dabei. Mir als echt man schon noch ein bisschen Schlag sein, ja alles inner hier wenn. Und zusammen machen die zwei Sachen, dass die Glas so richtig gut cremig wird und nicht beim Frieren kristallisiert. Also kann ich ein Glas machen ohne Glasmaschine. Und das ist schon Basis von einer ganz einfacher Glas ohne Glasmaschine. So, und das könnt ihr drüber. Und da kann ich echt Glasseschicht für ein gut 4 Stunden an den Tiefkühl kommen. Wenn Vanilles Glas bis fest ist, da kann ich mein Erdbeersglas machen. Und der Teig aus meiner Mom hier das Rezept und schon hat mir ganz kantig übergiert. Und du willst brauche ich häufig eine Glasmaschine, weil sie hat immer an der Glasmaschine gemacht. Aber wenn ich keinen habe, da geht ein bisschen mich vereist, mir das ist auch nicht schlimm. Also ich schneide so ein 250 Gramm Erdbeeren mal klein. So, und die gehe ich nur an den Mixer. Und du könnt da noch Puderzucker dabei. Und da könnt ihr auch Spritzer Zitronenjus dabei, für dem Ganzen ein bisschen Säure zu gehen. Und gut viel Rahm. Das ist schön cremig. Und das Ganze kann ich nur zu einem Smoothie vermischen. Und da braucht die Mischung nur nicht nach an die Glasmaschine zu kommen, bis sie fest ist. So, mein Glas ist schön fest. Und ich kann da auf mein Waschrand drauf. Und ich kann dann nach für 4 Stunden an den Tiefkühl kommen. Und dann erst zu servieren, dekoriere ich mein Glas nach mit Erdbeeren und mit Schlagsahne. Der perfekte Dessert für Nationalfeiertag.